So Leute, heute ist endlich soweit. Heute wollen wir tatsächlich das unglaubliche Wagen in den Besucherhafen ausbauen. Aber noch nicht jetzt, das machen wir später. Kartoffelhof, da können wir noch einstellen. Weil ich kam irgendwie auf die Idee, hier mit dem, mit dem Exportieren und so, kann man irgendwie, oder könnte man eigentlich auch ein bisschen anders machen, weil wenn man sowieso so viele Waren und so haben, nicht wahr? Gut, Sekt würde ich jetzt vielleicht weniger machen. Das passt gerade irgendwie nicht mehr. Hier ist gerade auch ein bisschen doof. Erstmal noch gucken, ne? Irgendwie mit dem Kaffee. Aber das irgendwie. Eigentlich passt es ja, wa? Nee, so, also irgendwie das mit den Gütern hier noch machen wollte. Einfach erst die Güter, die wir haben, wa? Die wir anbieten könnten. Ne? Wir brauchen natürlich wesentlich mehr. Dampfwagen, das ist eine andere Geschichte. Hier Baumwollstoff. Da war ja was mit dieser seltsam fortschrittlichen Baumwolldinger, die man theoretisch noch machen könnte. Moment, ich überlege gerade. Also in letzter Folge noch so erwähnt hat, was man alles noch machen könnte. Machen sollte. Da bleiben wir dabei. Kaffee brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. Trotzdem noch gerne die Waren. Da geht es ums Exportvolumen. Okay, das heißt, Getreide kann ich trotzdem reinbauen. Da reinsetzen, damit es einfach irgendwie schneller vorwärts geht. Ja, Kartoffeln auch sowas. Das können wir nachher vielleicht auch bald schon mal reinpacken. Couch lassen wir jetzt mal, so wie es ist. Dann, ja, jetzt ist halt die Frage, was importieren wir. Hier unten geht noch nicht so viel. Was? Ich wollte sagen 9:1. Alles andere wäre jetzt ein bisschen krass gewesen. Könnte man noch ein bisschen Eisen mitnehmen, wa? Was nehmen wir, was nehmen wir? Neuwaren vielleicht? Wäre eine Idee. Weizen zu Messing ist 1:1, ernsthaft? Krass. So. Da gucke ich mal, die sind doch relativ fix hier. 300, 300. Messing kann man theoretisch nie genug haben. Genauso wie Eisen. Hier mal 300, wa? Bis der kommt, dauert so ein bisschen. Tauschverhältnis. Komm, seien wir Ehrlich. Ja, sowieso nur irgendwie alle geschlagene, keine Ahnung, 30 Minuten kommt oder so. Ich versuch's mal so. Ist mal ein Test. Sieht beschäftigt So, aus. jetzt haben wir zu viel Treibstoff hier. Hier irgendwie auch. Aber hier läuft's überall. So. Schönen Tag auch. Jo, danke dir auch. Tschüss. So, jetzt machen wir sie aber trotzdem mal. Alles ein bisschen besser ausrichten hier, wa? Also noch gar nicht. 211, Moment. Vorsicht. 210, 211, okay.
ja. So. Bis 211. Fast perfekt. So, können wir jetzt hier noch ein bisschen was machen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Schiff nicht so generell aus? Im Schwebezustand. Genau. Was? Ah. So. Irgendwas hat er noch mit ihr, genau. Bist du jetzt nicht mehr ganz so happy mit uns? Wir nehmen es. Danke. Wollt doch schon sagen, hat die vielleicht irgendwie noch neue Schiffe für uns im Angebot? Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Piratenfregatte. Nee. Ja, dieses Schiff ist gestohlen. Und jetzt? Ich kann vielleicht den nehmen und den doch nehmen. Nehme ich mal beide und verkaufe sie wieder. Weil dem ist die Chance irgendwie höher, dass sie halt beide Schiffe durch was speziell Neues ersetzt. Um es mal so zu formulieren. So, Freunde. Bauen Sie aus. Besucher auf den Touristhafen. Jo. Machen wir mal die Scheiße hier. Touristen strömen in die Stadt. Ach du Scheiße. Die Öffnung des neuen Touristenhafens hat Horden schaulustiger Touristen angelockt. Genau das, was er wollte. Die in die Stadt strömen und die besten Hotels, Speisen, allerlei Bequemlichkeiten fordern. Das Register eines der Kreuzfahrtschiffe listete über 60 verschiedene Nationalitäten an Bord. Ach du Scheiße. In Bewegung? Wir Touristen sind sehr anspruchsvoll. Ich helfe Ihnen gerne dabei, unsere Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen. Ja, bisher hatten sie irgendwie nie Bedürfnisse, jetzt plötzlich, ja, wir sind anspruchsvoll. Ich denke mir nur so, ach du Scheiße, was habe ich getan? Ja, ich habe schon verstanden, dass du da irgendwie Bock drauf hast und so. Touristen, Grand Hotel. Unterhaltskosten, Bushaltestelle. Hä? Vor allem das Grand Hotel wird sogar direkt hier hinbaut oder hier hin und die dafür ein bisschen nach unten verschiebt. Damit trotzdem wiederum alles ein bisschen zentral in der Stadt gelegen ist. Meine hohen Erwartungen sind hoffentlich gerechtfertigt. So wäre irgendwie auch ein bisschen. So. Der ist eine Weile Ich habe mir dran. ein paar Notizen gemacht, wenn Sie mal draufschauen möchten. Ich schlage ein. So, bei dem ist jetzt auch wieder Top Deluxe dabei. So. Das schaut noch ein bisschen besser aus. Warte mal, da war doch irgendwas. Ein paar Folgen. Ah, hier. Die Quest noch verbuggt ist. Oh, deswegen geht auch nichts mehr. Der Sand streckt sich weit in fernste Fernen. Aber was liegt jenseits des Sandes? Welche blassen Mauern und Statuen werden überdauern? Welche? Das ist eine gute Frage. Was hier abgeht, ist auch eine gute Frage. Anteilsabkommen relativ hoch, aber irgendwie alles andere sinkt und sinkt.
Das Epos der Löwen, seht meine Werke, Mächtige. Geheiligt und doch bedeutungslos ist die einzige Pracht Tiburimes. Doch wenn ihr nicht zulassen, dass die Stadt verkümmert. Die Chronik muss fertiggestellt und vergessenen Zeitalter im Beses wieder in Erinnerung gerufen werden. Der Tempel von Elam wird als das Nationalmuseum im Besas in neuem Glanz erstrahlen und die von ihnen zusammengetragene Chronik wird sein Kronjuwel sein. Wenn ich hierbei mit ihrer Hilfe rechnen? Natürlich. Ich bin sicher, dass Sie das erledigen. Da hat er einiges vor. Und ich hab keinen Bock auf die Scheiße. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Deswegen glaube ich, er hat eine Ich sehe Weise. etwas derangiert aus. Oder ist das morgendliche? Du siehst immer derangiert aus, das stimmt so. Stimmt schon. So, warte mal, nicht Diplomatie, Quatsch. Hier. Routen, die lieben Routen. Das muss ich ja noch ein bisschen verbessern. Alte Weltgüter, Konsumgüter, ja. So, der ganze fucking Austausch. Das muss man dringend irgendwie verbessern. Right Sense. Gut, Deechwater, mal Warenladen und zwar. Die Hüte. Möge er sich hüten. Denn die haben offenbar ein Bedürfnis nach Hüten. Also kriegen sie Hüte. So einfach ist das. Touristen haben zu verbinden. Ja gut, also hier. Die fragen natürlich, wo fahren die Dinger durch, wa? Die Busse. Brauchen sie irgendwie eigene... Ja, fast nicht gesehen. Eigene Strecken und so. Sir Archibald Blake. Frachtschiff steht So, aber den nehme ich gerne mit. Halt! Tatsächlich, dass ich den noch brauchen kann. So, der ist wieder unterwegs. Mit vollen Waren natürlich. Komm, was wir machen wir das anders. Hier haben wir zum Beispiel Eisen mitnehmen, hier entladen. Da ist alte Welt Rohstoffe. 2 Kammern voll davon und einmal Gold. Die Menschen lassen sie Ich kann jetzt hochleben. theoretisch Bovis noch reinpacken. Und hier sage, komm, Materialien. Bretter, dann noch verdammt viel. Nee, ich will ja vor allem Ding haben hier. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts geht's am schnellsten. Plus 50, plus 50. Ob das so clever ist, das so zu machen. Oder wenn ich es jetzt so mache. Dann mit dem Gold. Ja. Und ich kann sie theoretisch drin behalten. Mal kurz gucken. Gold hier raus. Und dafür nehmen wir nicht hier, sondern hier, weil ich noch so viel Kohle habe, und noch Kohle mit. So, dann ist der für Rohmaterialien da, weil eben ist es ja auch ein Luftschiff, das heißt, ist er relativ schnell unterwegs. Das soll es eigentlich so sein. So, dann haben wir den. Der den Quatsch macht, das kann er vergessen. Was mit dem Quatschmessing, hey. Alte Welt, ich habe irgendwo noch so ein Schiffchen, das sowieso gar nichts macht. Kann ja eigentlich Zwischenprodukte einladen. Das nenne ich mal eine klasse Sache. Dankeschön. Vor allem, was ihr eigentlich auch machen könnt. Warte mal, wenn wir jetzt
Norton B noch dazu nehmen, wenn er hier sogar beginnt. Norton B, Bovis, genau. Angenommen, er wird sogar hier schon anfangen. Ich sage, ob ich jetzt so viel Messing habe, auch zum Exportieren. Außergewöhnliche Kreaturen. Menschen fürchten sie, und das zu Recht. Aber sie sind auch geheimnisvoll. Es umgibt sie eine uralte Weisheit. Wissen, das wir schon längst vergessen haben. Interessant. So. Dann hätten wir hier Zwischenprodukte, wa? Hä? Ist das schon abgelaufen? Nee, 15 Minuten, okay. So. Also, alte Welt, Rohmaterialien, zack, zack. Handelsroute aktiv, ja, passt doch. Aha, da kein Platz mehr, ja, scheiß drauf. So, hier haben wir jetzt mal die Rohmaterialien. Inwiefern es natürlich Sinn macht, das so aufzuteilen, naja, wir sehen sie dann. Hätten wir das schon mal, alte Welt Rohmaterialien, Zwischenprodukte, die sollen so durchfahren, genau. Da geht es eigentlich nur hier um den Austausch, da kann man auch noch optimieren. Dann haben wir alte Welt Güter plus Konsumgüter, da ist das komische Chennai-Dingsbums, weil ich gesagt habe, da werde ich sicher mal noch ein bisschen mehr als nur 4 benötigen, also 4, Fachplätze. Beim anderen ist es jetzt so, warte mal, jetzt haben wir hier, dann schauen wir Güter. Machen da mal 1 daraus. Und dann sage ich wirklich rotzfrech, wie ich bin. Weil wir haben uns gesehen, das bringt irgendwie alles nichts so. Dann nimm verdammt nochmal hier ein bisschen mehr mit. Machen wir hier in die Kammern 4. So, kann man nachher eben noch ein bisschen verbessern. Irgendwann werde ich sowieso dann wieder so viel produzieren hier, dass ich gar nicht mehr alles ausladen kann. Sprich, ich werde das Lager da füllen. Dann passt es auch wieder. So, Landwirtschaft 1. Dann haben wir natürlich noch eine Route. Landwirtschaft, Handelsroute, whatever. Von Norton Bay nach hier hin. Da kommen die restlichen Dinger rein. Zu Beginn sollten die mal reichen. Vielleicht kommt mal noch mehr. Auch landwirtschaftliche Güter, weil theoretisch könnte es sein, dass ich mal plötzlich mir sagen, okay, jetzt importiere ich mal noch Bananen oder Fischöl von der alten Welt. Oder was natürlich eine gute Frage ist, der Kautschuk. Was machen wir mit Kautschuk gerade momentan? Den habe ich offenbar mal so vergessen. Kann das? Ich glaube, das kann. Aber trotzdem noch Kautschuk, vor allem für die Hochräder. Also, das ändert sich ja nicht. So, alte Welt, ihr müsst irgendwo noch einen Zeppelin haben, glaube ich. Nee, nicht Zeppelin, Quatsch, Dingsbums. Da, genau, nochmal so eine extravaganter Dampfer. Beziehungsweise. Und wie heißt das Ding schon wieder? Nein, Moment. Doch, landschaftliche. Was, Güter? 2. Okay, jetzt werde ich ein bisschen sortieren, wäre nicht so schlecht. Haben wir irgendwo einen Tippfehler drin? Naja gut, scheiß drauf. Zumindest würde ich das mal so machen, wie ich es gerade wollte. Ja.
Also, jetzt haben wir den mit den Rohmaterialien, der da ein bisschen unterwegs ist, flotti karotti mäßig. Dann der Kohle braucht sie sowieso bald nicht mehr, weil der gar keine Kohle mehr liefern kann. Außer würden du das Zementvorkommen ändern in Kohle. Ich würde jetzt eher in Eisen machen, ganz ehrlich, in Kohle. Kohle haben wir da sicher mal fürs Erste genug. So, Steinkohle vorkommen. Hier wäre natürlich eine andere Idee. Was ich auch schon mal überlegen könnte. Auch wenn die Köhlerhütten durchaus Vorteile haben können, finde ich es doch zum Teil ein bisschen, naja, ein bisschen Platzverschwendung, wenn ich ehrlich sein darf. So, nochmal Material. Der Quatsch. Nee, nach Köhlerhütte, Mann. So, Mine bauen. Man sollte meinen, die Erinnerung an diese schreckliche Zeit würde irgendwann verblassen. Ja, das soll man wirklich meinen, Kumpel. Du bist einfach ein Sensibelchen. Kann machen, was man will. Ist schlimm mit dir. Ich bin enttäuscht. So, warte mal, wenn ich das irgendwie so gerne machen möchte. Den noch dahin ziehen. So. Ob das besser aussieht. Naja. Das kann doch jeder selber wissen. Ich hab da so meine Zweifel. Ja, jetzt sowieso. Mein Kopf, sagen wir ehrlich, ganz genauso gut hier so machen. Hoch soll ich leben, dreimal hoch. Warum auch immer. Okay, der geht jetzt da ja entlang. Die Frage ist, wenn ich den ja ein bisschen mehr Power verpassen möchte, kann ich ja noch, beziehungsweise könnte ich ja noch mit Strom ein bisschen arbeiten. Mein Vater So, machen wir hier noch eine Mine. Hier noch eine Mine. Mein Vater starb in den Minen. Weiß ich, deswegen habe ich sie gebaut. Wir drehen So. hier nur noch Däumchen. Die sind erstmal nur pausiert, weil ich mal gucken will, wie es nachher so läuft. Weil eben, wenn schon will ich es natürlich auch mit Strom betreiben. Haben wir eigentlich auch genug, da ist weniger das Problem. Vom Lager geht nicht mal mehr zu. Alter, ich habe hier ernsthaft 3 Zentralmagazine, mehr gehen nicht und trotzdem sind alle am Arsch. Das ist krass. So. Jetzt vorher irgendwas erwähnt von wegen neue Güter. Ah, hier. Sehr gut. Okay, weil jetzt natürlich noch mit Stufe 3. Ja doch. 4 auf Stufe 3. Wie sieht es denn jetzt mit hier Güterklasse aus? Braucht man noch gar keins. Waren überhaupt irgendwie so 1500, glaube ich, war? In 16 Minuten das nächste, also wird es sowieso wieder dauern. Messing was erreichen war nix, war immer sehr Baumwollstoffe, ja. Aber könnt ihr jetzt ein neues Exportbüro bauen, ne? So wie es aussieht. Da muss ich sowieso noch mal wesentlich schöner machen. Und praktikabler ausbauen, hast du nicht alles gesehen? Gut, seien wir ehrlich, wenn ich schon mal die zwei habe, mit Kupfer und Zink, und wissen, das ist zwar alles schön und gut, aber das Einzige, was man mit denen machen kann,
ist natürlich Messing und da ist ja so, 2 Messinghütten reichen für jeweils eine Zinkmine und Kupfermine. Da kann ich die auch schon mal ein bisschen vorsehen hier. Eine weitere Produktion von Kupfer, womit ich dann hoffentlich die hier da mal abschaffen kann. Hier haben wir noch Kohlemine, ich glaube, die brauchen wir sowieso nicht mehr. Warte mal, doch, der Ursprungsgedanke war ja wegen Kohle, das war ja wegen dem Alte Welt Öl, nee. Das war Import, Export. Und zwar geht es ja um die Arktis, unter anderem. Da Arktis, Alte Welt 2, genau, da war ja da mit der Kohle mitnehmen und dafür gegen Gas austauschen, ne, war ja so eine Geschichte. Ich mache zwar jetzt hier, nachher könnte ich es eigentlich hier drüber machen oder hier drüber. Muss mal noch gucken, wie wir es am besten machen. Aber wieder hier halt ein bisschen optimieren, wa? So, Pendler-Kai. Kann man eigentlich diese Besucher-Kais alle irgendwie upgraden? Oh ja. Krass. Gut, dass man nicht alles machen kann, Freunde. Der Hafen wäre ja ausgebaut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ich denn hier weitermachen soll. Anhalten! 67, also Hopfen und dran aber garantiert genug. Kann schon bald mal anfangen, die zu exportieren, wa? Dafür müsste ich wirklich jetzt mehr als genug haben, kann das sein? Kartoffeln sinken ein bisschen. Getreide aber jetzt ein bisschen zu viel mitgenommen, offenbar. Oh gut, das war ja Güter 1, also insofern. Hä? Aha. Ich hab's hier natürlich noch an Bord, ja, so, okay. Das macht sowieso keinen Sinn. Stopp, stopp, stopp! Hier müssen wir ganz kurz austauschen. Genauso Komet, da müssen wir ganz kurz mal einen Tausch vollziehen. Also Great Eastern für landwirtschaftliche Güter zuständig ist, also zumindest Nummer 1 da ist, aber ein anderer extravaganter Dampfer ist die 2, das passt mir nicht so ganz. Nee, nee. Jetzt haben wir ja schlussendlich wieder, glaube ich, die Great Eastern sowieso alle wieder ersetzen. Beziehungsweise alle Dampfer, die kleinen, durch Great Eastern ersetzen. Fratschiff haben wir auch noch. Wie sieht es eigentlich mit dem Preis aus? Eben, die kosten kaum was, oder? Unterhaltskosten noch Münzen. Und die sind 500. Also im Prinzip sind die Dampfer von ihr sind wesentlich besser. Und günstiger. Da können wir nachher anfangen, alle unsere durch die zu ersetzen. Mehr Druck im Kessel. So. Freunde, wir müssen hier mal ganz kurz gucken. Ne? Hier ist irgendwie ein Fehler unterlaufen. Frachtschiff steht bereit. So. Dann tauschen wir doch hier einfach mal die beiden Plätze. Alte Welt, neue Welt. Dann machen wir tatsächlich nur einen Kautschuk. Ah, das stimmt ja auch noch. Aktuell zumindest stimmt es noch. So. Das war ja der, genau, aber das ist so ein bisschen übertrieben. Dann machen wir das noch ein bisschen anders und sagen einfach 3-mal Kartoffeln. Und 3-mal Weizen reicht hoffentlich, aber natürlich nicht mit dem Lassen Sie hochleben. Schiffchen, sondern weil es ja... Tümner ist bereits unterwegs. Ah, wo bist du jetzt? Minero McGonagall, nee, nee. Hä? Na, warte mal. Muss ich erstmal wieder hier rausschmeißen, wa? So, Komet, du machst das jetzt mal. Und
du machst die Scheiße. So, weil es aber bei beiden, sowohl bei Güter 1 als auch bei Güter 2, habe ich jeweils das gleiche Chiffren. Das war das, was ich eigentlich auch wollte. Hier mit 6 Plätzen, das reicht ja auch, mehr als eh nicht. Konsumgüter momentan wirklich nur diejenigen, aber eben das soll sich noch ändern. Also nachher das eben noch ausbauen mit allen möglichen Konsumgütern, hast nicht gesehen. Muss aber erstmal noch ein bisschen gucken. Vielleicht eben sogar, dass man bei Konsumgütern sagt, hey, die verbrauchen sie sowieso nicht so schnell und das ja mit den Sektflaschen und so, vielleicht sogar hier, das ist natürlich die Frage, lohnt es überhaupt? Hier produzieren, aber statt hierhin geht es erst hierhin und dann von hier nach da drüben. Ne? Das sind immer so Sachen, die man sich ein bisschen hinterfragen muss. Aber erst nach und nach hinterfragen. Nicht alles aufs Mal, Freunde. So. Ansonsten, das ist noch gut. Da ist auch 0. Das war zu erwarten. Die Frage war mit Trauben und Hopfen und überhaupt. Weil jetzt würde ich irgendwie 100 Tonnen rüber schippern, da ist natürlich schon ein bisschen viel. Da brauche ich ja eigentlich Traum brauche ich nur für die Sektkellerei. Also momentan zumindest. Kartoffeln für den Schnaps. Hopfen für die Brauerei. Ich sage auch mit dem Verkaufen vom Weizen, komm, scheiß drauf, da bringt es doch gar nicht. $50, okay. Dass man das irgendwie anders machen würde, wie lange braucht er eigentlich noch zum Herstellen? Das dauert noch. Ich könnte noch ein bisschen was. Ne, so viel habe ich gar nicht mehr. Viel schneller geht's auch nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Viele frühere Expeditionen haben sich im Eis... Wegen der arktischen Grippe, wa? Das braucht es ja gar nicht mehr. Kann ich die irgendwie mal verkaufen? Da kostet mich nur Kohle. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Auf Kurs. Wir haben ja schon den richtigen Ort, von dem her passt das alles. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, nee. Ist ja hier. Ein gasbetriebenes Kraftwerk kann explodieren? Krass. Ich bin sehr froh, dass der alte Nate hier ist. Sein Kichern ist ansteckend. Ja, aber Gas aber sonst genug. Gut. Ja, ich meine... Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, ich will sowieso die Folgen gleich beenden. Insofern, okay, ich habe hier unten eine Feuerwache, ich habe da oben einen, sind auch schon unterwegs. Ich habe hier nochmal eine. Also alles gut, alles unter Kontrolle. Also ja, eigentlich. Da müssen wir echt überlegen, vorhin, ob wir hier mit der Schweinezucht und der Schäferei das nicht doch irgendwie auch ändern wollen und das hier unten produzieren. Weil es vielleicht schneller geht. Da geht echt verdammt schnell wieder. Getreide für weniger. Ich kann natürlich jetzt hier Getreide da rausnehmen, ne? Da wären die nicht so das Problem. Schon mal eine auf 3, ist auch gut. Oder eine 3 auf 3, das ist auch so eine Sache, kein einzelnes Gut. Kann ich verändern in der Stufe? Beziehungsweise, ich muss anders formulieren. Ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Seife von Stufe, ne hier. Ich kann Getreide der Stufe 3 kann ich trotzdem hier hinsetzen. Ich dachte, das wird gehen. Hä? Geht's nicht? Ah, weil es schon drin ist oder was? Ne, geht doch nicht. Hey, ich dachte, das geht. Das echt mal gesehen, dass das geklappt hat. Krass. Und ich dachte eigentlich, dass man irgendwie
etwas mit Güterklasse, Stufe 3 auch und Stufe 4 einsetzen könnte. Vielleicht geht das erst, wenn die komplette Pyramide freigeschaltet ist mit allen Sockeln. Das Problem ist halt sonst, dass wir offenbar gar nicht in der Lage sind, auch alle Depots und so, die man hier freischalten kann, überhaupt alles freizuschalten, wenn man das nicht irgendwie gezielt auch höherstufige Items bei niederstufigen Dingern einsetzen kann. Güterklassen halt. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen schräg. Ich fand es auch ein bisschen schräg, als ich das erste Mal gehört habe. Offenbar ist es so. Kein Siegel mehr, krass. So, warte mal. Auch ernsthaft. Es geht hier aber alles aus, wa? Hä? Was habe ich jetzt da gemacht? Aha, ja doch, stimmt ja. Der war ursprünglich hier stationiert, da habe ich jetzt geändert. Ich habe einfach hier eine Great Eastern übrig. Okay, krass. Ich will die Frage, ob man das irgendwie ausnutzen könnte. Mach mal die Fenstern, komm. Die Menschen lassen sie hochleben. Tollkühner Tümmel, die Great Eastern. Aber warum eigentlich nicht? Weil es ist halt die Frage, soll ich jetzt die Great Eastern jetzt übrig haben, soll ich jetzt wirklich hier unten einsetzen quasi? Wieder als Ersatz für einen extravaganten Dampf, weil ich mir jetzt sage, ja komm, jetzt kann ich doch wieder so machen, wie ich es ursprünglich hatte. Aber das wird sie kaum stören. Nö. Drückeberger, erwarten Sie keine Gefallen mehr von mir. Als aber so gemacht, dass er beide Routen mit landwirtschaftlichen Gütern durch den extravaganten Dampf ersetzt habe. Oder ausgestattet habe. Jetzt könnte ich eigentlich beide mit Great Eastern machen, Konsumgüter durch so ein Ding machen. Oder sagen wir jetzt einfach so, ne komm, jetzt habe ich ja schon eine Great Eastern hier und jetzt könnt ihr eigentlich mal gucken, ob ich die ganzen Dinge, die ich jetzt hier habe, einmal ersetzen könnte. Ja, das macht es irgendwie gar nicht, denn ich glaube, der ist sowieso immer zu viel. Die Frage war 250, heißt wirklich, haben wir zu viel davon oder oh, sieht fast so aus. Der Schnaps ist ein bisschen gesunken, das ist natürlich klar, wenn plötzlich die Kartoffeln und so ausgehen. Aber ja, 59 haben wir, ich brauche tatsächlich nur einen. Das reicht ja. Dann den Hafen ausbauen. Ja, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Den Hafen ausbauen und gucken, was man mit der Great Eastern als nächstes machen könnte. Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder ein bisschen Strom habe, weil sonst sind die natürlich nicht ganz so happy. Ich verliere auch ein paar Einwohner. Ja, ein paar viele. Dafür haben sie jetzt plötzlich Melonenhüte. Wow. So. Ja, Strom ist zurück. Gut, natürlich nächste Folge, also vor allem Grand Hotel ist geplant. Plus hier noch optimieren, also die Dinge ein bisschen raus, dafür vielleicht sogar 3 oder 4 Anlegestellen, weil da macht es hier Sinn. Und gucken, was man mit der verdammten oder verkackten Great Eastern machen kann. Vielleicht mal hier hin, damit es ein bisschen auffällt. Da haben wir den Gütern 1 unterwegs. Ein paar Kartoffeln mehr. Ja, das müssen wir definitiv beobachten, wie das hier aussieht, ob das funktioniert. Oder eben durch eine Great Eastern ersetzen das Ganze. Oder eben halt ein bisschen anders machen. Weil natürlich hier bei Schweine und Wolle halt viel brauche wegen den Silos und die eben auch nach unten schippere. Dafür muss ich vielleicht weniger nachher von Weizen und hast nicht alles gesehen nach Deepwater transportieren.
wäre halt so eine Idee. Andererseits wieder Kartoffeln. Darauf wollen sie sich jetzt also spezialisieren. Kartoffeln geht echt extrem schnell. Da wundert mich jetzt selber ein bisschen, dass Kartoffeln schneller geht als Weizen. Vor allem warum? Mein Weizen hier 440%. Mein Mehr geht kaum. Und hier haben wir irgendwie... Ja gut, daraus geht noch ein bisschen mehr. Warum eigentlich? Ist irgendwas nicht ganz richtig? Nee, mein Strom braucht für die gar nicht. Das stimmt eigentlich schon alles. So, dann noch ganz kurz angucken. Jetzt haben wir hier... Also das ist nur Stufe 4. Okay, gut. Was heißt nur? Jetzt haben wir hier Stufe 4. Noch ein bisschen was exportieren. Dann haben wir Stufe 3. Ich glaube, ich mache den sogar mal auf 500 runter. So. Dann können wir theoretisch mal gucken mit den anderen Dingern hier, die wir haben. Hier Hopfen, hier Trauben, da müsste noch ein bisschen was gehen. Dann kann das so viel, aber in die Richtung. Man kann ja auch ein bisschen Messing importieren, aber dafür wieder mehr verkaufen. Nicht so viel, nee, komm, mach mal 100 verschipper ich, also mach mal 200. 200 habe ich gesagt. So. Mal gucken, wie das läuft, Freunde, her mit den ganzen DLCs und so und... Ah. Okay. Natürlich ständig was Neues kauft und verkauft und jetzt hier aber dann irgendwo hin, ja. Also Hopfen kann man durchaus noch optimieren mit den beiden Dingen. Ich hoffe, ich vergesse noch bis zum nächsten Mal. Und den Rest müssen wir halt anschauen, wa? Wie es dann weitergeht, zurück bei Anno 1800 und vor allem natürlich zurück hier. Was wir noch im Touristenhafen machen sollen und vor allem, ob man das Grand Hotel am besten hinbaut. Eben direkt vielleicht irgendwie hier hin, hier oben hin. Gut, müssen wir alles wieder umbauen, das ist ein bisschen doof. Das Grand Hotel hier unten direkt im Hafen, was vielleicht irgendwie eher ein bisschen doof ist. Wo muss man das Teil genau hinpflanzen? Das will jetzt mir oben noch wieder in der nächsten Folge zurück. Bei 1800. Ah ja, stimmt. Bild, Thumbnail. Was haben wir eigentlich die Folge gemacht? Nicht viel, wa? Nö, relativ wenig, stimmt. Aber kann man sicher noch irgendwie mit dem Bild drin. Naja, suchen wir was aus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.